Dag nemen. Ons is het allemaal zo interessant te zijn van hoe je ons alle ween tegen doen. So laat ons wel echt wonen. En deel van je tegen ons vielleicht van een andere zijde welt. En so welkom hier, laat ons wel echt wonen van hoe je ons tegen das. En so ver ik in de boodschap nagaan doe, wil ik je wonen laten door Pastor Jacob en Christy Cornelsen. Die zijn deswegen hier niet rum. Ze zijn in een predigerschool gefahren en steeds. En ze doen tijd investeren om betere leraar worden hier bij levenswasser kerk. En so ik vraag bloß, waar we in staan in je bed, wenn ze dit nemen, ze nemen tijd om investeren, om jeder dag en jeder jaar beter worden, om de kerk beter leiden te gaan. En so waar we in staan in je bed. En so Pastor John en Lorna, die zijn deswegen niet rum. En so ik wil je bloß vragen, wenn je dit zijn doen, wenn je terugkomt doen, danken voor de arbeid wat ze hier doen. We zijn wirklich zo gezien dat we zo'n leiders en zo'n predikers hebben hier bij levenswasser kerk. So danken wel voor de arbeid wat ze doen en je zijn doen. En so doordat dat zij bij niet rum zijn, nu ga ik dan de verreich hier de boodschap van Deus morgens te brengen. En so de boodschap nanak Jerecht en Aule Jetta. En so wie waren terugkijken nu naar Jerecht, wat vielleicht een deel van ons bekend van zijn. Deel van ons hebben vielleicht gehoord, wenn we opwassen dort eens van de zondagsschool, oder wenn je Eltern je Bibelgeschichten haben vertelt und so was für je schlupen gehen deuten. Die wollen vielleicht al ieder Mal diese Geschichte haben gehört von je Eltern. Und so das ist eine Geschichte, wo wir alle mit bekannt sind. Und das handelt sich um die 10 Plagen, was wir in 2. Mose Kapitel 7, Vers 12 finden. Und das handelt sich um die Geschichte, wo Gott die Israeliten uit Ägypten, uit de Sklaverei rüberbringt hat. Und so die Frage ist vielleicht, wenn Wort, da wir in die Geschichte durchgehen im Alten Testament, das diesen Jahr 3 passiert, was ja wie du von lernen. Und ich will Ihnen finden, Gott sein Hort wiesen. Wenn Gott sein Ziel hängt, diese 10 Plagen, dann ist noch einmal Gott sein großes Ziel für uns finden. Und das sind dort Gleichnisse von wo wir finden, eine Welt wohnen, zu wo die Israeliten in Ägypten wohnen. Und so die Israeliten, die wohnen in einer Welt, wo gottlos wir, immoral schwer, aber Gott hat Abraham und die Israeliten versprochen und Versprechen nicht lohnt. Und so, aber nu leben die in einer Welt, wo die bedragt sind. Und so wäre es wie von der auch. Wir leben hier in einer Welt, wo gottlos ist, wo immoralisch ist, und aber Gott hat uns versprochen, und euch wird haben, wie am in den Himmel. Und so Jesus sagt, ich gehe nun in den Himmel, zum eine Städte reutmerken für ihn. So Gott hat uns eine Städte versprochen, wenn wir an am Glauben tun. Und so da links sicher nur wird die Israeliten durchgehen in Ägypten. Und so das ist die Geschichte, was wir wollen im Bett nu kriegen von der uns in nach Morgens. Und so wir wollen durch die 10 Plagen gehen von 2. Mose Kapitel 7. Und so Gott sein Ziel mit diesen 10 Plagen, wie die Israeliten uit Ägypten rüberladen. Und die waren die Israeliten, die noch 400 Jahre in Ägypten gewesen, die waren noch angekommen, wenn Josef und der Hanbrach, Josef wird dann der zweite höchste angestellt an der ganzen Land, heute und all Macht, so er brach die Israeliten durch, die Hungersnot und heute können die durchraden. Aber nu sind die 400 Jahre bei ihnen gewesen, die Königs und die Pharaos, die haben Angst gehabt von diesen Israeliten, die haben die angefangen zu bedragen und die zu der Sklaven zu merken. Und so Gott hat dann nicht den Versprechen für jeden, was Abraham mögt, dass er der Volk nun Versprechen nicht Lohn bringen. Und so Gott sein Ziel ist, dass Zeit gekommen, dass die Israeliten in Ägypten rüberladen. Und so das ist Gott sein ganzes Ziel. Und dann die Frage ist, wem wird dann die 10 Plagen? Wir wollen noch Gott ist ein kreativer Gott. Gott hat diese verschiedene Wege finden, wo heute die Israeliten in Ägypten können rüberladen. Das kann so einfach sein, dass Pharao einen Traum kriegen von Gott und am Morgen nach, die soll die Israeliten gehen lassen, und dann wird es dann passiert. Und dann wird er eng sein, was von der Geschichte. Aber Gott will sich besonders diese 10 Plagen wegen 2 Ursachen. Die 2 Ursachen ist das. Die erste Ursache ist, dass die Ägypter und Israeliten sollen wollen, dass Gott der Herr ist. Und so das wird das ganz erste Ziel, wenn Gott diese 10 Plagen will bringen, um die Israeliten zu rüberladen. So die Ägypter und Israeliten sollen wollen, dass Gott der Herr ist. In 2. Mose Kapitel 10, Vers 1 bis 2, so wie es steht. Und nochmals sagt der Herr zu Moses, geh nur den König, ich habe in seine Regierungsmänner so hart jeden angemerkt, dass ich wirklich manch an kann, all diese meine Tikens uitüben. Nu, das ist interessant, wenn wir diese Geschichte durchlesen, dann sind mehrere Forschen, wo einfach sagt, dass Gott hat den König sein Hart Tau gemerkt. Und Gott merkt den König sein Hart Tau, wenn er will kann, diese Tikens uitüben. Und das geht wieder, dann wo jene Kinder und jene Großkinder das sein kann, wo ich, der Ägypter Hand hertagt, und meine Macht weiß, so dass die Sache wollen kann, dass ich der Herr sehe. Und so Gott redet hier zu Moses und er sagt, ich will den König sein Hort taumeln, dass ich kann meine Macht und meine Tikens beweisen, so dass diejenigen Kinder und Großkinder, dass die für Sache wollen
wollen, dat ik de Herr zijn. En so dit wir Gott sein Ziel. Und wie man verstehen, die Israeliten, die sind nicht für 400 Jahre in Ägypten gewesen. Sie haben vielleicht auch nicht von Gott gehört, über diese 400 Jahre. Die haben vielleicht die Geschichten gehört von Josef und Gott, aber mehrere von diesen Israeliten, die kannten Gott nicht. Und die wohnen in einem Land, wo andere Jetta anbeten und wie wollen und all von diesen Israeliten, die beten auch das Ägyptischen, das falsche Jetta an. Und so, nu sagt Gott, die Zeit, dass sie kommt, dass ich will meine Macht wiesen, dass die jene Großjänger und all die Volk wird wollen, dass ich der Herr sein. Und dann 2. Mose Kapitel 7, Vers 5 sagt, dass die Ägypter wollen dann wollen, dass ich der Herr sie, wenn ich meine Hand auf ein Leihen war und die Israeliten von Mank an rüdladen war. Und so Gott sein Ziel ist, dass die Ägypter und Israeliten beide sollen wollen, dass Gott der Herr ist. Und so das wäre, dass ich diese 10 Pläne auswählen dort, dass die sollen am kennenlernen dadurch. Aber wir noch eine zweite Usage, wir heute diese 10 Pläne Leute kommen. Und dort ist, dass Gott will Jerecht üben und all die Jetta der Ägypter. Und so Gott will Jerecht üben und all die Jetta der Ägypter. In 2. Mose Kapitel 12, Vers 12 sagt er das denn. Und ob alle ägyptische Jetta, wo ich mein Urteil kommen ich sie der Herr. Eine andere Übersetzung sagt, ich war Jerecht üben und all die Jetta der Ägypter. Ich Gott. Nu, ich gleich das die zweite Übersetzung im Bett da, dat hier sich mehr so Gott und ihr Schrift und Contrato. Er sagt, ich war Jerecht üben und all die Jetta der Ägypter, dann ihr Schrift heute noch ich Gott. Und so weiter, wie man verstehen, dass die Ägypter, die haben diesen 500 Jetta, wo die anbeten deuten. So die haben einen Gott, wo die anbeten deuten, für jeder verschiedene Ding. Und so wie ein Land, wo so viel falsche Jetta anbeten deuten. Und die Israeliten wahrscheinlich deuten noch ein Teil von dieser Jetta anbeten. Die haben noch von Gott für jeden. Und so Gott sagt, ich war Jerecht üben und all die Jetta der Ägypter. Ich war wissen, dass diese Jetta, wo die anbeten deuten, dass die keine Macht haben und dass ich die volle Macht habe. Ich sehe der Herr, ich will haben, dass die mich sein kann und wollen, dass ich die Macht habe. Und so dort wir Gott sein zweiter Ziel ist Jerecht üben und all die Jetta der Ägypter. Und so ich will Ihnen heute ein bisschen durch die 10 Pläne nehmen und Ihnen ein bisschen wiesen, wo Gott Jerecht üben deut und all diese ägyptische Jetta. Ich will Ihnen dort ein bisschen wiesen, wo Gott ihn hat, hängen diese 10 Pläne wir. Und so wir sehen, dass die erste Pläne, wie Wutter wird blot. Und wir sehen, dass der Nilriefer, der Riefer, wo der Leben in diese Wüste anbringt, dort wird ganz blot. Das sind Riefer, wo die brauchen deuten zum Trinken, zum sich waschen, zum Wassern. Das sind Riefer, wo sie faschen deuten. Und nicht alle Faschen starven, wenn das Wutter zu blot worden. Da ist alle Fisch für weich. Die können ich mal drehen, die können ich wassern. Und das jetzt so wie das Menschen, die Krankenwutter haben, dass die Krankenwutter werden noch zu blot. So wie kein Wutter mal in Ägypten. Und das ist eine Wüste. Und die würden nicht leben können bleiben, wenn das nicht wir für das Riefer. So das Riefer wird so wichtig du in Ägypten. Wenn das eine Wüste und das wird ein Lebensstrom, wo du in Ägypten nennt. Und so Gott, du darfst wollen Jerecht üben und happy. Happy, das ist ein Gott von den Nil. Und das ist ein Gott, was die Ägypter anbeten deuten, wenn er kein Gott den Riefer, was der durchkommt deuten. Meist jeder Jahr kommt da mal eine Überschwemmung, und so die kommen da Wutter und da Lohn an. Und so das ist der Gott, was die anbeten deuten, wenn die wollen haben, das soll eine Überschwemmung sein, das soll Wutter und da Lohn ankommen, das soll Fashion ankommen. Und so das ist wie ein heiliger Gott, was sie anbeten deuten. Und mit dem, dass Gott das Nil zu blot macht, weiß er dort, hey, jeden Gott, was die anbeten deuten, für das Riefer, was die hier haben, das kommt nicht von dem Gott, was die anbeten, und das kommt von mir. Und so Gott deut Jerecht üben und happy, der Gott von den Nil. Noch ein von der Jetta, was heute Jerecht üben deut, das hat Mehet. Das ist der Gott von der Fisch. Und das ist ein Gott, was der anbeten deut, wenn die wollen da Fisch kriegen, die wollen Fashion. Und so, die Ägypter, die haben mehrere verschiedene Jetta. Und wir werden mehrere Jetta, wo die gerecht werden mit jeder Pläu. Wir wollen nicht all die Namen gehen. Aber ich will Ihnen das Bild wiesen, dass Gott will Jerecht üben und all diese Jetta, die wirklich keine Kraft haben, und wiesen, dass heute haben wir, wo die allmächtige Kraft haben. Und so die zweite Pläu soll wir dort packen. So hunderttausende Pagen, die kommen rüt von Nil, und die sind alle wen zu fangen. Die kannst noch nicht hingehen und die haben eine Pagen abklugen das. Das sagt sogar, die sind in der Bad, wo die schlupen down. Dazu wurde Eden merken deuten, manch die Gruppe, manch die Bagen, alle wen wir einen Pagen zu fangen und dort lohnt. Und das Interessante Ding ist, ein Teil von diesen Pläuen, Gott nimmt eins, was herrlich wird zu den Ägyptern, brückt das jene und sagt, hey, das ist total Jesus herrlich, aber ich will Ihnen wiesen, dass du darfst, wo ich gerecht üben und jene Jetta.
En so, Pagen, die wären so herrlich, wenn das kein Bad der Ägypter. Das wäre so echt, dass wenn die eine Pag dort merken Deutsch, die würden den Leben von die wegnehmen. Das wäre die Struf, wenn eine Pag dort merken. Und nu kannst du nur nicht hingehen und dass die Pagen abklugen Deutsch. Du kannst nicht in den Bad schluben und dass die ab die Pagen abrollen Deutsch. Und so, das wäre ein Weg, wo Gott weiß, hey, das Ding, was die herrlich nehmen, der Jetta, was die anbeten, die Hand keine mag, und hey, die reich oven und hacket. Das ist der Gott von Gebirden. Das Gott, der hat einfach einen Kopf von einer Pag. Und so, das ist ein Gott, was sie anbeten da in Ägypten. Und die Pagen, das wir so herrlich finden. Nicht wie ein Weg, wo Gott das weiß, dass mit dem Jetta, was die anbeten, in die Hand keine Kraft. Und so, jedes Mal, wenn ich hier denke, dass die Tieren playen und denke, hier sich das bei uns ein bisschen so ein Bild von vielleicht junge Jungs. Die gehen vielleicht rum an ihre Freunde und die sagen, meine Papa ist das Stärkste, die wird deine Papa unannehmen. No, meine Papa ist wirklich das Stärkste, meine Papa ist das ganz Beste. Und das Bild, was ich hier jedes Mal sehen, das ist ein bisschen, wenn Gott sagt, hey, das ist Jetta, was die Gläubigen da und haben Kraft, was die anbeten da und die haben wirklich keine Kraft. Ich will ihnen wiesen, dass ich der Herr sein. Ich will haben, dass die mich sagen kann, und ich will ihr Reich öffnen und all diese verschiedenen Jetta. De dritte pleo is sterkvliegjes. So du nog wat van een Übersetzung, die hier horchen das. Das können vielleicht Mähen sein, was, oder Moskitos. Ob eine dolle Übersetzung sein, das sind Lies. Und so wie sein in der Geschichte, dass Aaron, der nimmt den Stock und der holt ihn auf die Erde ab und all das Stoff und das lohnt, das Wort Lies. Und so weiter, die sind hier in der Wüste, so das ist so viel Stoff und all das Stoff und das lohnt, das Wort Lies. Und die Lies, die kommen über die Menschen, über die Tiere, die sind alle wegen zu fangen. Und der Tempel ist über das ganze lohnt, das Lies, wo über die Menschen kommen. Und noch ein Weg, wo Gott hier reich öffnet, das ist der Priester von Ägypten, für all diese verschiedenen Jetta, die müssen sich so reinholen. So, die haben noch erstens keine Haare, die schneiden all die Haare los, so die werden kein rein bleiben. Und nun werden die voll lesen, die können nicht nur in der Tempels gehen, die können nicht der Jetta anbeten. Und so Gott braucht einen Jerecht und den Priester, einen Jerecht und Geb, den Gott von der Erde. Das wäre Gott, was die anbeten sollen, wenn die wollen haben, dass die so leben von der Erde kommen, dass die so ein Arn von der Erde kommen. Wenn ihnen steht, dass der Arn in Erde kommen durch Lies von der Stoff auf der Erde. Und so der vierte Pleo wie Eiesafer. Nu, das ist interessant, wie diese Pleo, dass Gott einen Unterschied merkt zwischen den Ägyptern und den Israeliten. Und so die ersten 3 Pleoen passiert zu allem. Die Israeliten und die Ägypter, die müssen alle unter den Lieden. Aber hier trägt Gott eine Linie und er sagt, von hier wieder, all diese Pleoen, die wollen bloß nur die Ägypter passieren. Und so von dieser nächsten Pleoen wieder, die Israeliten sind beschützt von Gott, gegen diese Pleoen. So von hier wieder passiert das bloß nur die Ägypter. Und so wir haben die vierte Pleo, das ist Eiesafer. Auch war da noch was von der Übersetzung, die lesen das, es sind verschiedene sagen Worte das. Some sagen, es sind wilde Tieren, andere sagen, es sind Fliehen, andere sagen, es vielleicht bis alle sagen verschiedene Eiesafer, ihr was, oder eins kleiner Kniepasch. Und so mir merkt das da zusammen, dass uns diese Kniepasch wären, wenn war das, wie sein da. Gott nimmt ihre Dinge, was herrlich wären zu den Ägyptern. Und diese Kniepasch, die wären auch nur herrlich zu den Ägyptern. Und so diese Kniepasch, was die dann sich Masttaub holen, und die dann das Mass abrollen, und dann die Eier durch das Mass leihen, und dann kommt der neue Kniepasch, wo die Ried geboren werden. Und so die Ägypter sagen, dass das ein Team von der wahre Geburt. Du kannst Geburt Ried, das dode Mass Ried, wo diese Kniepasch haben. Und so sie sagen, dass der Kniepasch was herrlich an, wenn du kein Leben Ried von das dode Mass. Und so die haben sogar einen Gott, was Kepfri nannt, das ist Gott von wahre Geburt. Und der hat einfach einen Kopf, wo das Kniepasch aus dem Kopf hat. So das wie ein Gott, was der anbeten deuten. Und das Interessante Ding ist, sie dachten auch, dass jeder Tag war die Sonne, starb die Sonne, und dann war die Sonne frisch abgeboren. Und krass ist diese Kniepasch, diese Massraum rollen deuten, haben den Glauben, dass das Gott die Sonne an den Himmel rollen deut. Und so jeder Tag war frisch geboren, dann starb der Vater, und dann wieder war geboren, und dann wieder war gestorben. Und so diese Kniepasch, und das Gott wird so herrlich, wenn du scheinbar die Ägypter, und wie ein Weg, wo Gott kann je reich öffnen und die verschiedenen ägyptischen Jetta. De vijfde pleo is krankheid op dat vee. En zo wie zijn al die tieren en al dat vee en mank de Egypter die sterven. En dat is wichtig, want dat is wat die brengen dan zum akeren en die schaffen met dat, die brengen dat zum dingen rumschlagen. En zo, vee is zo wichtig voor de Egypter. En ook bald, er zijn some vee wat zeer herrlich werden te de Egypter. En die hadden einfach een God wat zich naant Apis. En dat wie een levende bal. So die wählen sich dann een bal uit wat levendig weer. En dat wie dan der God geworden. So die beten das levende bal an.
Sohn, als der Gott, und das wir so hoch angesehen, das Gott, dass wenn das bald sterben deut, und an der Begrafenis wie jedem mal krank so gerot, oder noch gratis, wenn der König wird sterben. Und so das wir ein so heiliger Ball, und die Bibel sagt uns, dass all das Feuer, all die Tiere, manche Ägypter sterben. So wir können uns auch vorstellen, dass das Ball, was die anbeten, da in Abis, der wir auch gestorben, manche das ein Play, was hier wir. So der ganze Lohn tritt, dass der Gott ist gestorben, und dass all der Feuer und all der Tiere sind gestorben. Und so wie so im Bereich Pharao, das so bekannt hat, der jüdisch Mund der Israeliten zum sein, ist die israelitische Tiere noch einmal leben dann und die Deuten, wenn Gott hat ein Trennnis gemerkt zwischen den Israeliten und den Ägyptern. Und so das erste Play, dass wir schlimm sind und schweren. Und so wie so ein schlimm sind, kommen über die Menschen und auch über die Tiere. Und meist für Sachen haben die Ägypter waren frisch Tieren geholt, vielleicht gerade von den Israeliten, wenn die israelitische Tiere nicht bleiben lebendig. Und so nicht kommen wir noch einmal schlimm sind und schweren über die Menschen und über die Tiere. Die können nicht von der Bad rübergehen, wenn wir so krank und wir schlimm sind, wird ganz über die Körper kommen. Und das wir in Jerecht auch ein Segment, dass sie Gott von Medizin, was sie dann anbeten deuten. Und in Jerecht auch nicht das ist, dass sie Gott von Gesundheit. Und was wir mal verstehen, ist, die Ägypter, die dann sich so einen Beruf, dass sie die beste Medizin haben, die beste Doktor haben und die beste Priester haben, die können verschiedene Gesundheiten heilen. Und so, dass wir in Jerecht und diese verschiedenen Jetta, und sogar die Doktor und die Priester und die Hexen, die die Ägypter zu Jahre Zeit haben. Wenn sie wir noch alle krank und die können nicht rübergehen und Menschen heilen. Und so, dass wir in Jerecht und diese verschiedenen Jetta. Das ist eben ein Play, das Aule. Und so, wie sagen, das Aule kommt rauf, große Biete Aule, das kommt 4 rauf von Himmel. Und alles, was auf den Staben wären, all die Arten, die wären, ganz zu nicht waren, all das Leben, die zu bieten wären, Tieren, Menschen, die sterben alle, und das ist ein Play. Und wie sagen Moses, der jaft die Israeliten, der jaft die Ägypter mit eine Warnung. Er sagt, das wird kommen, fängt ein Schüling für jene Tiere und für jene Menschen. Und wie sagen, zusammen Ägypter, die da nicht horchen und andere die nicht weiter nicht horchen. Weil wenn du nicht Schüling holst, das dort alles in 2 Jahren Leben wegnehmen und die ganze Art ab dem Stab wir weggehen durch das Heil und das 4 wird von Himmel kommen. Und so wie ein Gott, Jerecht und Gott Not, der Gott von Himmel, und auch Jerecht und Set, der Gott von den Sturms, das sind Jetta, wird der anbeten deuten, zu mehr beschützen von all diese verschiedenen Dinge, die von Himmel und von Sturm und all diese Dinge kommen. Wahrer Beweis Gott, dass diese Jetta, die die anbeten deuten, die haben keine Macht hier. Die wollen machthaft sein Eck. Und ich will Jerecht öfen und diese Jetta, die die anbeten deuten. Ich sehe die Haare. Und so Gott, die deut in Jerecht öfen und die. Der 8. Player, wir ein Großhopper. Nee, der Großhopper, die kommen wieder ganz Land und wir so viel, das war dann dies da zu werden. Und das Großhopper, der nimmt noch all das Leben weg, was du noch ohne Bäume wären und was immer der Heil noch kurz überlebt, dann nimmt der alle weg. Und dann ein anderer interessanter Ding ist, die Arten, die wären noch alle weg von der Heil. Aber der wären eine lautere Art von Wert, was sie planten deuten. Und so der Großhopper nimmt sich noch all das Wert weg, was der Grüß abkommt. Und so war die Ägypter, die fangen Angst an, dass die würden einen Hungersnot angehen, wenn der Arten und alles wird nicht geworden, die Tiere, die wären weg. Und so Gott braucht in Jerecht und Neppe, der Gott von Wert. Das ist der Gott, der anbeten deuten für die Art und der Wert soll wachsen kann. Und warum beweist Gott bloß, diese Jetta, die haben gleich die Macht, der du die Macht hast, das sein Eck. So er dort Jerecht öfen und diese Jetta. Der 9. Play, da wir dann dies da für 3 Teile. Und so für 3 Teile wir dort 100% dies da. Die Bibel sagt, dass wir in dies da ist, was ging zu sperren. Ja, ich weiß nicht, wo sich dort sperren da komme ich verstehen, dass vielleicht eine Angst. Nochmal, wenn er vielleicht irgendwo allein ist und ganz dies da ist, das sperrt sich vielleicht so, entweder da uns beobachten, oder das werden vielleicht ins Tier, oder eins so, was dort, aber wir müssen eine so, dies 3 Teile, wo einfach ging zu sperren. Und so, Gott in Jerecht öfen und Ra, der Gott von der Sonne. Und wenn er Tempel der ägyptische Jetta, das wie vielleicht der ganz herrlichste Gott, was der anbeten deuten, mangt der Ägypter. Das wie einfach der Sohn, was der anbeten deuten. Wovon Licht kommt, wovon Leben kommt, wovon der Arten deuten wachsen. Und das wie der herrlichste Gott. Und mit das sagt Gott, hey, das ist ein Gott, was die anbeten deuten von der Sohn. Ich war wiesen, dort he nicht die Macht auf. Ich war dies da merken für 3 Teile. Aber waren die Israeliten, die haben den Sohn, aber die Ägypter, die wären dies da für 3 Teile. Der 10. Play, das ist der Tod von der Erstgeborenen. Die Erstgeborenen sehen. Und so das war eben eine Play, wo die Israeliten wir, und die Ägypter, oder wir waren beide in Betracht genommen. Und so Gott sagt zu Moses, dass er soll die Israeliten weinen lassen, dass sie sollen einen Lamm schlagen und dann das Blut beschmieren drum die deren. Und wo immer das Blut ist, du wird der Engel von Tod vorbeikommen, du wird keiner sterben. Bei alle Heim, wo du nicht Blut drum die deren ist, du wird die Erstgeborenen sehen, dann zu Tod kommen.
En so wie zijn dat sogar den Kenneth, Pharao zijn zeen, die starf en deze pleo. En so wie zijn honderdduizenden eerstgeborene zeens, die starven en deze pleo. En de Bibel vertelt ons aan mensen die roden en die gossen, die braalden uit van de weideel wat zij daar ging, dat de eerstgeborene zeens weer gestorven. En dat wie even ook voor de tieren, maar ook voor de mensen ook. En so dat wie gelijk aan Jerecht en Pharao. En so Pharao wie helemaal ongezien, dat is een half God, half mens, die breed zwischen de Jetta en de mensen wat op de eer wohnen, die beden des Pharao aan. En nu die zien wat Pharao zijn steed zal nemen, die wie gestorven. En so dat wie in Jerecht en Pharao, en Luther waar wie aan, dat Pharao verliert in zijn leven nog. Wenn nu deze pleo laat hij dan de Israëlieten eindelijk gaan. En dan wanneer er meer zijn, dan ändert hij in zijn gedachten, komt met een grote groep van armee hingen rond nu deze Israëlieten. En die weten die geschichte, dat meer jaar op, de Israëlieten gaan derg, de Egyptische armee komt toen aan, dat komt voor het touw, en so Pharao verliert in zijn leven, ook en deze korte tijd, wat het hier alles aangaan doet. En so dat is een kennis wat die hebben, wat die zal leiden, wat half God, half mens is, wat die aanbeden doen, dan ik wil je recht even aan des kennis, des Pharao. En so God wie ons ziel, hij zegt, ik wil je recht even aan alle Jetta die Egypten. Ik wil bewijzen dat zij kunnen maken, ik ga die maken, ik wil gaan dat die mij kan zullen leren. Ik wil gaan dat de Egypten en ook de Israëlieten zullen weten dat ik de Heer zijn. So dat weer nu twee uur zeggen, want God leidt deze 10 plekken komen. De Egypten en Israëlieten zullen weten dat God de Heer is. En God wil je recht even aan al de Jetta de Egypten. En so dan komen we wat van deel. En so God zijn hart hebben we niet geändert. God is even rein gisteren van deel en dan ook in de toekomst. En so hier met deze geschichte, wat er passiert, wat God doet, zou we nu zijn hoe God zijn hart is. Wo eerst hij dit neemt dat hij leidt de 10 plekken door hand komen. Wenn de u zegt dat hij wil gaan dat mensen zullen aangaan en er zullen 6 kunnen andere Jetta aanbeden is arm. En dat is wo we van deel en hebben zijn. God zijn hart heeft nog niet geändert. God wil gaan dat we arm kan zijn. Dat is God zijn nummer 1 ziel. Dat werd hij ons heeft gemerkt. Hij heeft ons gemerkt hem de gemeenschap gaan met arm. En God wil gaan dat we arm kan zijn. En Johannes kapitel 17 vers 3 zegt dat dit. Dat eeuwige leven is dit. Dat zij die den einzigen worden God en Jesus Christus den du geschickt hast, kan leren. Nu ik leg het vers af en neemt het ganze beeld in betracht. Dat eeuwige leven is dit. Dat die God kan dat en dat die Jesus Christus kan dat. Dat is het eeuwige leven. Dat is het wichtigste ding wat u kost doen. En God zijn hart is zo bekemmerd door dat hij wil ons de 10 plekken te brengen te mensen trainen anderen. En God zijn ziel voor ons is namelijk kraak zo. Dat we arm zijn kan en dat we arm zijn Jesus Christus zijn kan. Dat we Jesus Christus zijn kan. Die wordt op een kruis gestorven uit voor onze zin. De plekken wordt de 10 plekken wat we dat is nog een plek wat we van deel kraak beleven doen. Dat is een beeld van hoe we nu kraak zijn. En Jezus zegt, neem mijn bloed aan, neem mij aan en dan wordt die eeuwige leven aan. En kraak is dat we dan bij de 10e plek, wo Moses zegt, schmeert het bloed om de deur en dan wordt u niet dood en je in hem aankomt. En zo is het nog maar van deel. Wenn we Jezus Christus kan doen, zijn ons persoonlijke Heer en Heiland, dan hebben we dit eeuwige leven. Zo, eeuwige leven als God kan en Jezus Christus kan aannemen. En zo God zijn hart is bekemmerd doen. Dat is hangen rond nu die hart en hangen rond zum die kan leren. Hij wil ons deze 10 plekken te doen voor deze oorzaak. En God is nog helemaal bekemmerd dat die 6 kein God han zoals. Hij is bekemmerd door. En 2 Mose kapitel 34 vers 14 zegt dat het bet keine andere Jetta aan, de Heer, die ook de noem, de verlangen naar verlangt ongeduldig eerfurcht. Een andere übersetzung zegt, God is een aufjänziger God. En so God is aufjänsig, wenn die andere Jetta aanbeden, das, wenn die andere verarm zaten, das. En God is een aufjänziger Gott. Dat is vielleicht ein bisschen so eine Eihe getroffen, wenn je ihn pluen zu befrieren. Die zijn aufjänsig en je wil niet gaan dat je in de vrije zal gaan met andere mannen spazieren, met andere mannen schloem. Je zijn aufjänsig. Kijk zoals God. God zegt, ik wil gaan dat je dieses mij kan. En ik wil gaan dat dieses keine andere Jetta aanbeden, bitte mij. God is een aufjänziger Gott. En zijn ziel is dat we zijn kein andere Gott verarm haben. En so ik vond ons te denken, dat is een veel werk, wanneer ik eruit mee aan duid voor deze boodschap. Wo zit dat? De Jetta aanbeden van deel in ons leven. De meeste van ons willen zeggen, we hebben gleich eens een beeld wat we aanbeden doen, of we hebben gleich eens een kou of eens een bal wat we aanbeden doen. We hebben gleich deze goldene dingen wat we aanbeden doen. Maar wat meint dat van deel in de wereld waar we nu krijgen zijn? Wat beden we aan? En ik kwam op dit gedanken op. Dat wo we nu ervaring zien doen, of wo we nu identiteit zien doen, dat zijn de zaken wat we aanbeden doen in ons leven.
Wenn du nur Erfüllung siehst, das an Geld, du sagst, okay, ich will so und so viel Geld kriegen, dann will ich erfüllt voll und dann will ich schaftig sein, dort ist ein anderer Gott für Gott sein. Oder wenn du nur Erfüllung siehst, das vielleicht an deiner Arbeit, wo du das, oder du siehst Erfüllung an deinen Ehepartner, du siehst Erfüllung an deinen Kinder, du siehst Erfüllung an verschiedene Dinge, die diese Welt hat zu anbieten. Und all von den Dingen sind nicht schlecht. Gott will haben, dass du so schaffen und Geld verdienen und Unterschied merken in der Umgebung und eine gute Familie haben und Kinder abtragen. Aber wenn du deine Erfüllung siehst, das, und diese verschiedenen Städte, du wirst immer ein Loch haben an dein Hort. Du wirst never voll falsch sperren. Du bist vielleicht schafft für ein paar Dinge, aber nur dem, falls du die Ware ladig. Und Gott sagt, ich will die erste Städte haben in die Leben. Ich bin der Einzige, der die keine Erfüllung geben. Ich will haben, dass du sollst deine Identität an mich sagen. Nicht deine Identität an Geld oder Arbeit oder Familie oder die verschiedenen Dinge, die in unserer Umgebung sind. Das sind meiste alles gute Dinge, aber Gott sagt, ich bin der Einzige, der die keine Erfüllung geben. Ich bin der Einzige, der die keine Identität geben. Und wenn immer wir in uns Leben probieren, Erfüllung zu sehen in andere Sachen, wir wollen einmal kalt kommen, wir wollen einmal ein Loch haben in uns Leben. Und wir sind in der Welt damals der reichste, kraftvollste Mann in der ganzen Welt, der sein Leben hält nicht an. Und einer wird glauben, die haben all diese Dinge belebt und die haben all diese Dinge können tun, aber die haben der Erfüllung gesagt und irdische Dinge und das verfällt er nicht. Und das ist ein Loch in uns Hort, wo bloß Jesus Christus kann fallen. Und so Jesus will haben, dass du sollst all diese gute Dinge tun hier in dem Leben, aber er will haben, dass du sollst die Erfüllung und Identität empfangen. So Gott ist bekämmert und dann. Ich will haben, dass die Gott sein Hort kennenlernen auf diese Sache. Gott ist so wichtig, dass die Abend kennenlernen das und dass die das keine andere Jetta anbeten das, bitte Abend. Dass die deine Identität empfangen das. So Gott sein Hort ist bekämmert und die und er raubt die und er rannt die Hängeron, weil es bekämmert für dort. Habt ihr gemerkt, eine Gemeinschaft haben mit die. Und jeder ein von ihnen wird hier von der Haus oder wird uns im Livestream kriegen, das. Gott ist bekämmert und das. Und so Gott ist ein Hammer der rein und er will Jerecht öfen und all die Jetta. Und so, was sind die Jetta in deinem Leben? Was sind die Dinge, wo die hängen ran, das für deine Identität oder für deine Erfüllung in deinem Leben, wo die never kosten? Was sind diese Dinge? Das ist vielleicht Zeit gekommen, dass wir Gott fragen und diese Dinge zu Ziel leihen. Und ein Ziel war das drei Sachen mit Jesus Christus. Ich will die kennen, ich will die hängen rankommen, wenn das wo meine Identität ist und ich will Erfüllung kriegen dadurch. Und so, ich will etwas Mut sprechen mit diesem Wort und das ist die Botschaft für Fendel. Und so, ich will gleich bloß noch zu schließen und gebeten mit Ihnen Aule. So, himmlische Vater, Dankeschön für das wunderschöne Sonntag, was wir hier haben. Dankeschön, wir können taub kommen, die anbeten, die loben und preisen, die kennenlernen und die Läufe beweisen. Dankeschön für jede Person, die hier ist. Dankeschön für den Raub, was du uns hast gegeben, dass du eine Gemeinschaft haben mit uns. Dass dein Ziel ist, dass wir die sollen kennenlernen, und das, wo das euer Leben ist. Dass wir den sehen, Jesus Christus sollen kennenlernen, dass wir haben sein Blut sollen annehmen. Dein Ziel ist, dass wir rein und so help uns, durch den Weg zu gehen und sein, wo wir unsere Identität haben angesagt. Was wir proben zu siegen, hier irdischlich, wo wir uns soll der Erfüllung geben, wo bloß die allein kannst uns geben. Help uns, diese Dinge zu sehen, zu leihen, und uns Hort und Gedanken und unsere Macht trainen, die zu drehen. Wenn du was uns kann und du was haben, wir sollen keine andere Jetta anbeten, bitte die. Ich bin sehen, ob jede Person, die hier ist, muss ihn sehen, von der und das nächste Werk, in der geschafft hat, und der Arbeit, was sie tun, in der Familie ist, in der Gesundheit, muss sie mit ihm gehen und muss sie entladen, dass sie die kennenlernen können. Amen.